Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Nachdem wir uns jetzt den Weg freigeschossen haben, geht's hier direkt weiter. Was sagt das? Symborosny? Keine Ahnung, was er da gerade gesagt hat. Herr Uff! Was ist dann das wieder beim Knetkopf? Ja, ist das erleid? Kannst du nur aufhören, du dappischer Blödmann? Also sowas Hartnäckiges und wie ist das? Ja, du pumpt mir schon das Herzl vor lauter Arg. Na, gehen wir mal besser in Deckung. Schießen den Typ mal lieber so über den Haufen. Du, habe ich gesehen, kann ich auch irgendwas aufnehmen. Jawohl, Munition wieder fast. MG. Eine Magnum. Sehr verlockend. Sehr verlockend. Aber ich nehme doch lieber erstmal meine silberne Karneol-Halskette. Okay, Karneol, das ist eigentlich auch ein sehr schöner Halbedelstein, muss ich sagen. Wäre das nicht auch Tigerauge genannt, Karneol? Ich glaube. Ich glaub's zumindest. Ich hab genug von diesen Sekten. Lass mal so mal ein bisschen tanzen. Viel Spaß. Auf den Boden! Die schmeißen zurück. Die schmeißen zurück, die Säcke. Okay. Ach, scheiß drauf. Dann halt wieder das altbewährte. Kopfschuss. Und auf jeden Fall nochmal in die. Bom. Okay, T-Bolt Sniper, die nehmen wir uns jetzt mal, oder? Zack, einer weg. Another one bites the dust. Da da dum dum dum. Badam bam ba ba bam. Alter. Ja, das hat sich mal für den Typ gelohnt. Das war mal wirklich, zack. Das war mal wirklich hergerannt, Mut bewiesen und mir volle Wummerladung Schrot in der Wäschung reingeknallt. Das muss auch irgendwann mal von Handlanger lohnenswert sein, der Mut. Also nicht schlecht, der Kerl. So. Scheiße, das war zu schnell zu langsam rumgewurschtelt. Kann wohl passieren. Soll aber nicht noch mal passieren und Standard wäre hier. Okay. Dich kriegen wir. Genauso Dicho. Zack. Ah nee, der Schrumpfkopf ist wieder da. Los, weiter. Spreche sie lauter. Klingt so, als hätte sie eine Art Schrumpfkopf auf ihrem Torso. Bom. Bom. Und der Fersenschuss des Todes. Okay, da ist noch einer. Jetzt nimm ich. Ich glaube, das war der Hansel, der mich da vorhin so wagemutig mit der Pumpgun niedergemäht hat. Okay, jetzt können wir uns das doch nehmen. Aber die T-Bolt Sniper, das ist doch mal ein richtig geiles Kaliber. Ach so, das war nur seine Schutzkleidung. Ich habe gedacht, ich hätte da irgendwie... ein Stücke gerissen, aber na gut, man kann nicht alles haben. So, ich sehe, ich kann da auch mit R3 ein bisschen näher ranzoomen an das Ganze. Nicht so nur wie mit dem anderen MG. Aber generell, glaube ich, ist es auch mit der... Ja, nee, mit dem ist es nicht möglich. Nur mit dem Maschinengewehr. Gut, alles klar. Ich glaube, dann habe ich aber auch soweit alle Handlanger niedergemäht. Ja, nicht schlecht. Da kann ich wieder MG-Munition auffüllen. Und jetzt werden die Kaliber auch definitiv härter. Und sieht wohl so aus, als hätten hier Marlow und Konsorten auch einen Zwischenstopp eingelegt hier. Okay, ich glaube, ich habe jetzt aber alles auf Ultimum. Ja. Sieht so aus, als hätte ich voll aufgeladen. Okay, super. Gut, ansonsten gibt es ja jetzt auch nichts mehr von Interesse für uns. Nicht irgendwie nur Karneol, Halskette oder sowas Schönes. Nee, hier runter kann ich anscheinend auch nicht. Nee, das geht da nichts bringen. Das heißt, ich muss durch den Gang weitergehen. Okay, ich habe gedacht, das wäre eventuell noch optionales Gebiet oder so. Man weiß es nicht so genau, deswegen alles nochmal untersuchen. Ja, Nate, um die Ecke, oder?
Kannst du gern rum. Okay, da muss man sich jetzt durchquetschen. Gott sei Dank ist der Charlie nicht bei uns. Der geht wahrscheinlich jetzt auch wieder rumpien. So, er hat ja Klaustrophobie. Das ist schon was Schlimmes. Ich bin froh, dass ich das wenigstens nicht habe. Bisschen höher Angst habe ich, aber keine Klaustrophobie. Gott sei Dank. Das macht mir zum Glück nichts. Okay, hier unten ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber da müssen wir wohl hier. Ah, direkt vor der Schatz gesprungen. Antike Münze aus des Königreichs Saba. Okay. Sehr interessant auch in dieser Tropfenform. Das kenne ich so auch nicht von Münze. Aber sieht definitiv sehr cool aus. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ach ja, ach ja. Bronzemünze sind auf jeden Fall schwieriger zu finden. Wenn man die ausgräbt, sehen die ein bisschen aus wie grüne Kiesel. Also die kann man sehr schnell für Stäh halten, die Dinger. Na toll. Mit einer Flak natürlich wieder. Rums. Hat's was gebraucht? Nee, ich glaube nicht. Na toll. Okay. Dann machen wir das ein bisschen anders. Oh, scheiße. Hi. Okay, das war mal wieder die saublöd Variante wahrscheinlich hier, die ich genommen habe. Boah, fuck. Fuck, 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 fuck. Boah, kurz vor Tod. Das nimmt, glaube ich, kein gutes End hier mit uns. Okay. Wisst ihr was? Könnt ihr mal viel Spaß damit haben, Buver? Okay. Oh, natürlich. Wir schmeißen das Ding runter. Okay, das ist natürlich eine coole Lösung. Wir sprengen den ganzen Scheiß hier. Okay, nein. Ah, das war blöd reagiert. Jetzt ist aber das Flak wenigstens weg. Die Flak. Oh, Mann. Scheiße, Alter. Nein. Boah. Oh, Alter. Endtreffer noch und das war's. Ja. Scheiße. Okay, das war ein bisschen zu lahmarschig kapiert, was Sache ist. Aber jetzt sind wir wenigstens wieder in der Phase, wo das Flak kaputt ist. Wo die Flak kaputt ist. Hey. Hallo? Warum dürfen die das überleben? Bumm. Oder? Hat er nicht noch eine Granate gehabt? Ja. Okay, super. Ah, ja. Tschüss. Boah, das war mal wieder ordentlich schade gemacht. Und wie der noch abgeht, obwohl der ewig kein Wasser mehr getrunken hat. Also, Nate, da leckt mich fett. Oh, die schon wieder. Da kann ich ein ganzes Magazin in die Schifferei jagen. Das juckt die nicht besonders. Hi. Okay, dann kloppe ich mich halt wieder mit dir. Dann machen wir halt wieder Keiler. Und hopp, auf die Schniss gibt's. Zack. Mir egal, wie sehr du gepanzert bist, dich mache ich im Nahkampf fertig. Aua. Und dann kassiert man halt immer. Ja, der ist aber wenigstens richtig ausgerüstet, was Bandana und so angeht für die Wüste. Der weiß halt, wie es geht. Okay. Ja, ich stehe doch mal sagen, in der Arena habe ich auch wieder ganz ordentlich aufgerahmt. Ja, die Granate nehmen wir natürlich auch mit. Schatz gibt's hier auch nicht mehr. Okay. Dann müssen wir uns da nochmal umgucken, ob man nicht noch irgendwas verschnarcht hätten oder ähnliches. Eine Pack 80. Das ist, glaube ich, dieser Ultra-Oschi. Ja, das ist dieser Ultra-Oschi, der feuert wie MG. Das, wie so Flakgeschütz. Das könnte auch das Flakgeschütz von Over gewesen sein, ne, was da runtergekracht ist. Okay, hoch kommen wir hier nicht. Das Gebiet bleibt wahrscheinlich versperrt. Der Brunnen ist zugeschüttet worden.
Eine Magnum 5. Die wäre natürlich für die Fettsäcke ziemlich gut gewesen, für die gepanzerte. Und nix. Ja, ich check das einfach mal systematisch ab, ob es hier nochmal irgendwo einen Schatz gibt. Wenn ja, ist gut. Wenn ne, ist halt schade drum. Okay, jetzt gucken wir dann nochmal da hin. Das saß noch. Ah ja, da haben wir noch. Was ich schon lange vermisst habe, der antike Beduine-Anhänger. Ach, sehr schönes Teil. Sehr schönes Teil. Scheint wohl verbronzt oder ähnliches zu sein, weil es grüne Patina hat. Silber mit Bronzeüberzug oder ähnliches. Könnte man sich vielleicht noch denken. Okay, da haben wir noch einen Raketewerfer. Den brauchen wir aber gerade nicht zufällig. Oh Mann, ist das heiß. Oh ja, das glaube ich da. Uah. Ich muss sagen, ich bin froh, dass heute Morgen geregnet hat und dass es generell heute windig ist und nicht so heiß. 26 Grad, das lässt sich noch aushalten. Das ist definitiv noch in Ordnung. Aber bei über 30 Grad Aufnahmemacher, das ist schon etwas ekelhaft. Lass mich rote, der Schrumpfkopf ist auch wieder mit dabei. Alter! Es sind einfach zu viele. Ja, das müssen wir halt sprengen. Das nicht. Alter! Okay, das sind Freunde. Ich wollte schon auf die Typen schießen. Verstehst du? Was? Ich verstehe dich. Nein, 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 nein. Nicht schießen. Nicht schießen, bitte. Glück habt. Anscheinend Glück habt, ja. Oh, cool. Oh, cool. Jetzt schießen wir auf den Gaul. Scheiße. Die arme Sau ist jetzt gestorben. Sorry, Mann. Sofort hier raus. Okay, jetzt machen wir das selber. Alter Falter. Jetzt aber ordentlich die Luzi ab hier. Ich glaube, ich muss auch nicht jeden von deinen Killer. Das ist ja mal richtig geil hier. Ein Gaul auch noch. Okay. Wow. Ich hab's! Wir müssen durch die Tore! Sehr gut. Okay, jetzt bin ich bei meiner neuen Nomade oder Beduine-Freunde oder was das für Leute sind. Oh, und endlich in einer richtigen Oase. Sehr geil. Ah, Tee gibt's oder Raki? Ich hoffe Raki. Du bist fremd hier, Amerikaner. Ja. Shukran. Ihr gehört hier nicht her. Ihr alle. Ich lebe noch. Wieso habt ihr mich nicht umgebracht? Das wäre unhöflich. Du warst in Not. Auch ein Feind braucht Nahrung und Schutz. Bist du mein Feind, Amerikaner? Nee. Drake. Hm? Mein Name ist Drake. Salim. Mhm. Ich bin hier der Sheriff. Oh, cool. Ich will nicht aufdringlich sein, Salim, aber ich brauche ein Pferd. Ich kann dir allerdings nichts dafür geben. Willst du die Karawane allein angreifen? Du weißt davon? Meine Kundschafter folgen Ihnen seit 2 Tagen. Was macht ihr hier? Was wollen die Engländer in der Rubalkali? Wir suchen die verlorene Stadt Ubar. Iram, die Säulenstadt. Mein Freund ist ihre Geisel. Nur er kennt den Weg dorthin. Wenn sie Iram finden, ist er wertlos für sie. Sie töten ihn. Wenn sie Iram finden, sind wir alle tot. Natürlich. Vor 3000 Jahren
war König Salomon der Herr über die Djinn. Dämonen aus rauchlosem Feuer, bis sie sich wehrten. Er sperrte sie ein in ein Messinggefäß und warf es in die Tiefen der Stadt. Iram wurde zum Ort des Bösen, verflucht von den gequälten Seelen der Djinn. Interessanter Mythos. Nach dem Ring des Nicht Salomo. erreichen, wenn sie die Macht der Djinn entfesseln. Wir haben also nicht viel Zeit, oder? Nein. Aber es sind zu viele, wir können sie nicht gleich angreifen. Heute ruhen wir. Morgen erreichen sie die Schlucht. Dann greifen wir an. Das ist jetzt nochmal ein richtig cooler Mythos Gleich morgen aufgegriffen. Weil König Salomon soll auch einen Ring besessen haben, mit dem er dann Geister kontrollieren konnte. Und die machen aus den Geister hier Djinn. Das ist natürlich sehr geil. Karawane. Zum Konvoi! Hier nach! Hier lang! Und anscheinend soll er dann die Djinn in ein Gefäß gesperrt haben. Nachdem sie ihm nicht mehr hilfreich waren oder zu bösartig waren. Das ist eine sehr coole Abart von dem Mythos um den Ring des Salomon. Oder Salomo. Uiuiuiui, wie geil. Also die Wüste, die Rub al-Khali, die gefällt mir richtig gut. Und Salim, oder wie er heißt, den mag ich auch. Das ist auch ein cooler Typ. Scharif von einer Nomadenschar. Es ist noch weit! Wir sind gleich da! Der Konvoi ist weiter fort! Den mag ich echt. Den finde ich cool. Der gefällt mir gut. Ich mag das sowieso sehr gern. So Nomaden sind wirklich sehr freundliche Leute. Da sind sie! Größtenteils sind es wirklich Da unten! sehr, sehr freundliche und vor allem gastfreundliche Leute. Sparen die Kugeln! Sie sind zu weit weg! Außer Reichweite! Ich hoffe, der muss nicht klar, der arme Kerl. Weil den mag ich nämlich wirklich. Ich mag so Nomade und Beduine sehr gern. Weil ich die als sehr freundliche Abkürzung! Folge mir! und gastfreundliche Leute irgendwie immer so kenne. Also von Leuten, die auch da in der Nähe waren, haben wir auch schon gesagt, dass die Nomaden sehr freundliche Leute wären und dass man bei denen immer auch auf Gastfreundschaft zählen darf. Und das ist dann auch sehr viel wert. Nur fand ich es dann amüsant hier in dem Moment. Die Leute, die bringt er um, aber der Drake umzubringen, das wäre unhöflich. Aber die Leute sind halt auch wirklich sehr auf Höflichkeit bedacht. Und das ist etwas, was auch selten ist, halt so das. Okay, Pferd hat ausgedient. Der Typ hat auch ausgedient. Ah cool, ich kämpfe mit ihm zusammen. Das ist natürlich geil. Und wie in... das war dumm. Okay, gleich mal den epischen Moment vermurkst. Wie in Uncharted 2 gibt es jetzt auch nochmal Kolonne, wo wir hier kämpfen können. Das ist natürlich ultra geil. Ich mag das total gern mit den fahrenden Fahrzeugen, auch wenn ich oft ein Murkser bin. Und das vermurkst, finde ich das trotz allem ziemlich geil. Okay, den haben wir platt gemacht. Dann ebenfalls. Okay, super. Unser Kumpel ist noch hinter uns. Sehr cool. Okay, er reiht immer noch dazwischen. Nein! Och Mensch! Ich wollte doch einfach nur ganz vorne drauf. Oh Mann. Wenn der Moment so episch ist und der Spieler zu blöd ist, um das nochmal hier zu kriegen, das ist dann auch wieder so Sach. Zack. Zack. Okay. Machen wir das so. Komm schon. Wo ist er dann? Da ist er. Ja, komm schon. Na also. Okay. Da rüberspringen. Das kriegen wir noch hier. Die Defender nehmen wir Ammo mit. Oder die Magnum. Die Magnum nehmen wir jetzt Ammo mit. Okay. Noch können wir jetzt hier nichts Großartiges machen. Oder? Ne, dass ich wüsste. Von dort aus? Ne, können wir nur wieder auf der Gaul, oder? Ah, wir können auf der Gaul wieder? Ja. Okay, cool. So wird's gemacht. Okay, verstanden. Ist bestimmt ganz vorne. Ja. Schätze ich zumindest mal. Zack, also fahrt mit dir. Und wieder zurück auf der Gaul. Okay, saugeil. Saugeil, wenn ich hier mit meinem Kumpel hier den Konvoi niedermache. Das ist echt geil gemacht. Das gefällt mir schon sehr gut jetzt.
Okay. Der trifft mich sonst. Okay, da ist noch einer. Zack. Okay, wo ist mein Pferd? Pferd ist wieder dort. Zack. Weiter geht's. Jetzt passt die Musik aber auch wirklich, wenn man Beduine dabei hat. Ja, das mit dem Reiter ist auch relativ schwierig. Okay. Hier ist dann noch irgend so ein Arsch, der auf mich schießt. Der hier. Okay. Ach, da ist noch so einer. Okay. Ich treffe ihn von da aus nicht. Na? Haben wir's mal? Gott. Jetzt können wir uns die Para nehmen. Und weiter geht's auf den Gaul. Das ist aber ein sehr, sehr treues Tier, muss ich sagen. Jetzt mal ohne Scheiß. Okay, geil. Weiter geht's. Jetzt haben sie uns auf jeden Fall bemerkt. Wie schnell der Gaul ist, also Respekt. Wow, jetzt kommen die fette Geschütze. Okay, einer fort. Okay, die nächste Panzerfaust. Quatsch. Der Panzerfaust natürlich. Gott. Ja. Wenn der Laster brennt, dann sollte man fort. Oh, Mann. Das sind aber echt unerschrockene Pferde. Und unser beduinischer Freund ist auch definitiv ein sehr unerschrockener. Ah, so können wir auch... Ah, okay, cool. So geht's natürlich ab. Schnell, durch die Schlucht! Wir müssen zu den vorderen Fahrzeugen! Ja. So sieht's aus. Uah, Scheiße. Das war Schwein gehabt. Okay, danke, Kumpel. Okay, der reitet jetzt für uns. Ja, der reitet für uns. Und irgendjemand schießt auch schon auf dir. Jalla, das Wort finde ich auch einfach so geil. Für Beeilung. Spring auf Pferd. Das erinnert mich an das Salah in 3. Indiana Jones. Vater von Indy, geben Sie mir Ihre Hand. Aber das Salah war Ägypter. Muss man alle zusagen. Okay, wir sollten mal ein bisschen Munition noch sammeln. Gut. Okay. Gut. Ein bisschen Munitionssammler war aber auf jeden Fall notwendig. Jetzt haben wir noch andere Unterstützung. Uah, das habe ich schon gedacht, ich hätte Sprung mal wieder nicht hingekriegt. Alter Falter, mit unseren coole Beduine-Freunde hier. Sullivan! Sully, bist du da drin? Okay, da können wir jetzt leider nichts kaputt schießen oder so. Aber hier können wir bestimmt was reißen, oder? Nicht so klug. Sehr gut. Ah, sehr gut. Okay. Geil. Ach Gott, der kann aber auch noch was sein, Alter, das Sully. Nicht so unterschätze. Wieder so ein Weißbrot-Ochs. Okay, da muss ich jetzt persönlich hier. Wieder so ein weißbroterig Ochs. Mistkerl. Vater von Indy, geben Sie mir Ihre Hand.
Ach, und wir wieder gegen den Idiot hier. Das ist wohl einer wieder von den Hooligans. Aber das nur in Beduine-Tracht oder in Wüste-Tracht. Ja, Mann. Ja, das wird halt mal auf jeden Fall wieder ein längerer Deal, aber das mal lohnt es auch richtig. Allein schon wegen dem ultra geile Kapitel hier. Das macht richtig Fun hier. Boah, Alter. Boah, Scheiße. Okay, du hast den Gaul. Sehr gut. Ach du Scheiße. Okay. Hey, Oh Mann. bist du okay? Ja, alles klar, aber ich dachte schon, ich sehe dich nie wieder, mein Junge. So leicht wirst du mich nicht los. Und wie hast du mich eigentlich hier draußen gefunden? Ich hatte Hilfe. Salim, Sullivan, danke. wir haben nicht viel Zeit. Sie dürfen die Stadt nicht erreichen. Also, ich Er weiß hat nicht. recht, Nate. Ich habe jetzt tagelang bei den Pennern festgesessen. Ich weiß nicht, hinter was genau Marlow her ist. Aber es ist bestimmt kein Schatz. Wir müssen sie stoppen. Drake, wir müssen los. Jetzt! Yalla! Jawohl, Salim. Yalla. Langweilig, was, Sally? Ha, darauf kannst du einen lassen. Boah, wie cool. Also die Wüste gefällt mir richtig gut. Boah, Sandsturm. Sturm? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Vertrau dir, Drake! Vertrau dir! Scheiße. Drake, wo bist du? Sally! Sally, bleib bei mir! Na, jetzt sind wir von der Beduine getrennt. Wo ist Salim? Er ist nicht bei uns! Oh, yes, das ist ja leid. Ja klar, dass sich das Pferd weigert. Lass ihn. Ich bin wieder zurück. Die wissen wohl mehr als wir. Mhm. Und, ihr liebe Leid, steht Sarah an der Stelle, mache ich wieder einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Uncharted 3 Drake's Deception auf Pelzig. Also machen's gut, bis morgen. Ayan Yankee.